südliche Rand vu Jonglenster Astfondationscenter mit den 8er Joren am Besitz von engem 7 Hektar großem zu subbenhängendem Naturschutzgebiet op der Weimrecht, ob dem opgrund vu senger Lach a senger Beschaffenheit iwwer Jahrzehnten e wertvollen dresche Wiesebiotop entstanden ass. Den Terrain also so krummer gebockelcht, dat op viele Plazen eben net mat große Maschinen zu befuhren ass, an do wenn am Anfang fir eng Intensivierung nie wirklich interessant. Und dann könnten ein zweiter wichtiger Aspekt dazu, wir leihen mit diesem Terrain direkt innerhalb vom Busch, das heißt das ganze Plateau von der Weimarecht als Buschgebiet, sodass man von keinem Dünger oder Nährstoffanträge keinen Abfluss haben von landwirtschaftlichen Flächen, die oben drüber leihen. Das ist ein Problem, das wir auf vielen anderen Sitten haben. Hier ist sozusagen der Busch ein Stück weit der Garant dafür, auch wirklich die Vielfalt, die wir seit langem hier haben, auch wirklich mit der Gestion, die auch stattfindet, eben halten zu können. Wir haben hier ein Land, den steht, das sind die gelben Blähen, eine Pflanze, die für viele Piperlecken immens attraktiv ist. Wir haben teilweise auch hier 1000 Güldenkraut, wir haben Enzianarten hier dran stehen. Voilà, also das ist aber eine große Vielfalt da ist. Und so überall da, wo man natürlich eine Vielfalt an den Pflanzen, an den Kräutern haben, an den Beständen, sind gerade die dritten Standorte natürlich für eine ganze Reihe Insekten auch attraktiv. Und das ist auch bekannt dafür, dass man eine relativ große Vielfalt und Insekten eben noch hat. Unter anderem haben wir auch hier den großen Warzenbeißer, also einen Heespringer, den ziemlich seelennass an den Haier auch vier können. Für so Bestände zu erhalten, braucht man eine extensive Bewirtschaftung. Und da sind wir wirklich ganz froh, dass man hier wirklich über Jahrzehnte, also von Anfang an, kann ich so auch mit dem Jean-Marie Schmidt, der lokalen Bewirtschafter von tun, den hier die Gestion also wirklich mit ganz viel Feingefühl an Know-how über die Jahre entwickelt wird. Und ich meine, das sieht einfach, er weiß doch, how dokumentiert zu tun, Qualität auch von der Arbeit, die hier über Jahre am Anfang gemacht ist. Die Rastschafe, die hier steht, das sind holländische Hedschafe, Drenthe Heideschafe, kommen aus dem Süden von Groningen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie ganz leicht lammen, was für uns ein grosser Vorteil ist, weil wir das nebenberuflich alles machen. Und, was die Ernährung angeht, nicht allzu viel kritisch sind. Sie sind auch ganz leicht, was verursacht, dass sie kein Trittschritt haben auf den empfindlichen Plätzen. Und so eine lange Fell, mit dem sie, wenn sie von enger Fläche auf die andere gehen, viel so, wir können mit transportieren und dadurch helfen, die Flächen zu diversifizieren. Für die Schafe ist das heute an sich ein idealer Terrain, weil das dreschend, das kalkhaltige Boden, und das ist natürlich ganz artenreich, ganz kräuterreich, sodass sie die Zeit, wo sie hier sind, eine ganz diversifizierte Nahrung zu sich holen und das für sie ganz flott hier auch haben. Neben der Protektion an dem Erhalt von den Dreschewesen op der Weimarecht hat die Fondation hier am Gebiet nach einem weiteren Projekt lanciert, den den Bestand von enger bekannter heimischer Pflanzenart stärken soll. Am Kader vom Live Orches war also nach ein Ziel, Wackelter zu vermehren. Als Pionierpflanze sind sie mittlerweile Algen an Fruchtbarkeit von denen Pflanzen hält auf. Und wirklich die Gestion von den Sitten auch ein anderes, können sie sich nicht mehr selber regenerieren. Und die Wackelter ist sozusagen für unsere Landschaft eigentlich den einzigen Nolebaum oder Nolestrauch, den heimisch bei uns ist. Wir haben am Kader vom Projekt 4000 Jungpflanzen gezählt aus Sohm. Und da haben wir den letzten Winter zum Beispiel hier jeweils auf 2 Plätzen immer 200 Pflanzen ausgebrüht. Für dann in den nächsten Jahren soll hier eben eine Population aufgebaut gehen. Entdeckt kann das Gebiet rund um der Weimarecht über verschiedene Wanderwege, wie zum Beispiel der Piperliksweg, den noch Teil vom Naturwanderweg J1 ist, als der Startpunkt beim Sportcenter zu Jonglenster hat.